Tschüss, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Plamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Sejong weiht das neue Tibet-Museum der tibetischen Zentralverwaltung ein. Sprecherin Nancy Pelosi sagt bei Anhörung der Congressional Executive Commission on China (CECC) über Chinas Menschenrechtsverletzungen aus. Tibet House Brazil weiht neue tibetische Tanka-Ausstellung ein. EU Advocacy Officer nimmt am virtuellen Treffen der Town Adoption Campaign teil. Abgeordneter Arya dankt dem japanischen Parlament für die Tibet-Resolution. Repräsentant Gesan Yetsen nimmt an Seminaren über tibetischen Buddhismus und Kultur in Taiwan teil. Leaving Fear Behind wird bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele 2022 gezeigt. Sejong Bemetsering von der tibetischen Zentralverwaltung hat am Mittwoch dieser Woche das neue Tibet-Museum, eines der umfangreichsten Projekte der tibetischen Zentralverwaltung, feierlich eingeweiht. In seiner Ansprache bei der Einweihungszeremonie lobte Sejong den früheren Gasha und den früheren Sejong Dr. Lobsang Singhi für die erfolgreiche Fertigstellung des Museums und hob auch die Führung und visionäre Leitung seiner Heiligkeit des Dalai Lama bei all unseren Errungenschaften und unserer herausragenden Arbeit hervor. In seiner Ansprache versicherte er den Tibetern in aller Welt, dass sich seine Heiligkeit derzeit bei guter Gesundheit befindet. 되게 사물이야. 다 카세브체체 가샤기 겐키부터는 슈에지 가린스나 진홍 콘스장고 침부초 단대찰이야 구수 대탕 아니베테 구hulö체체 도시니 슈유체체디 세브체 다른직 슈액 더버청송 Der Galeon der Abteilung für Information und internationale Beziehungen, Nosin Dömer, betonte, dass das Tibet-Museum das Tor zum politischen Kampf Tibets und die unzensierte Darstellung der wahren Situation in Tibet sei. Das Projekt wurde 2017 mit dem Ziel initiiert, die unzensierte Geschichte Tibets in der Welt zu verbreiten und das kulturelle Erbe Tibets zu bewahren. Die Galeon der stellvertretende Sprecher, Dömer-Tsering, Parlamentarier, Vertreter und Leiter tibetischer Nichtregierungsorganisationen mit Sitz in Dharamsala waren unter den Gästen der Einweihungsfeier. In this new Tibet Museum, we have 10 different permanent sections, which includes Introduction to Tibet, History and His Holiness Life and Legacy, then Invasion section, Resistance, Escape, Exile, Contemporary Tibet, Environment and Being Tibetan. And then we also have one section on temporary exhibitions. Right now the exhibition which we showcase in that section is exhibition on the Tibetan national flag. So in this section we are in future we are going to plan like a temporary exhibition every 3-6 months, as well as this space will be used to host the other Tibetan and non-Tibetan who want to showcase their exhibition in art, for photographs and installation. And then we have also documentary screening hall where we are going to screen Tibet documentary every day at 3 p.m. and will also host a Tibet awareness talk series every week. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi sagte bei einer Anhörung der Congressional Executive Commission on China zu den Olympischen Winterspielen in Peking am Donnerstag letzter Woche aus. Sprecherin Pelosi erklärte, dass die USA und die internationale Gemeinschaft die Wahrheit über Chinas grobe Menschenrechtsverletzungen und den Völkermord an den Uiguren, Tibetern und Hongkongern kennen und dass sie, wenn sie aus kommerziellen Interessen nicht gegen China sprechen, jegliche moralische Autorität verlieren, sich gegen Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern auszusprechen. The People's Republic of China is perpetrating a campaign of gross human rights violations, including genocide. Over the next 2 weeks, it is our urgent moral duty to shine a bright light on the many human rights violations being perpetrated by the host nation. Am Donnerstag letzter Woche fand im Tibet House in Brasilien die Eröffnungsfeier der tibetischen Tanka-Ausstellung statt.
Die Zeremonie fand in Anwesenheit von Frau Aline Torres, der Kulturministerin der Hauptstadt Sao Paulo, statt. Die Tanga-Ausstellung ist die erste persönliche Aktivität des Tibet-Hauses in Brasilien seit dem Ausbruch der Pandemie und der Abriegelung im März 2020. Die 15-tägige Tanga-Ausstellung wird am 17. Februar 2022 zu Ende gehen und umfasst 2 Kunstretreats und Workshops unter der Leitung des Himalaya-Künstlers Ngawang Lode, der auch der Kurator der Tangas für die Ausstellung ist. Der EU Advocacy Officer Ri Xingyan nahm an einer Videokonferenz teil, um die Möglichkeiten einer Wiederbelebung und Ausweitung der bestehenden Town Adoption Campaign auf andere Teile Europas und der Welt zu diskutieren. Der EU Advocacy Officer wurde von Herrn Jean-Louis Haliwa, dem Bürgermeister von Salles-sur-Garonne, einer Gemeinde im Südwesten Frankreichs, eingeladen. Die Town Adoption Campaign wurde von Herrn Haliwa in Zusammenarbeit mit Frankreichs Tibet, einer französischen Tibet-Unterstützergruppe, initiiert. Ziel der Kampagne ist es, die Unterstützung der Bevölkerung für den Erhalt der tibetischen Identität und Kultur zu gewinnen und die internationale Aufmerksamkeit auf die aktuelle Situation in Tibet zu lenken. Der Repräsentant Dr. Seongyabo Arya des Tibet-Büros Japan bedankte sich bei allen Mitgliedern des japanischen Parlaments für ihre Unterstützung bei der Verurteilung der Menschenrechtsverletzungen durch das chinesische kommunistische Regime im Namen aller Tibeter und der Menschen in den besetzten Gebieten. Im Anschluss an die kürzlich verabschiedete Resolution des Parlaments, in der China für die grobe Verletzung der Menschenrechte in Tibet und anderen besetzten Regionen verurteilt wird, hielt die All Japan Parliamentary Group for Tibet am Montag dieser Woche ihre Vorstandssitzung im Konferenzsaal des Unterhauses in Nagatoko, Tokio, ab. Herr Ishikawa Akimasa von der Liberal-Demokratischen Partei wurde zum neuen Generalsekretär der japanischen Parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet ernannt. Er drückte sein aufrichtiges Bemühen aus, das Forum nach besten Kräften lebendig zu halten. Herr Shimomura Hakobun, Vorsitzender der Parlamentarischen Gruppe für Tibet, begrüßte die Vorstandsmitglieder und den Abgeordneten Arya und erläuterte die jüngste Resolution zur Verurteilung der Menschenrechtsverletzungen. Rund 19 Abgeordnete und ihre Vertreter nahmen an den Treffen teil. Vertreter von Super Sangha, einer Vereinigung japanischer Mönche, besuchten das Büro von Tibet, Japan und trafen sich mit dem Abgeordneten Dr. Seongyabo Arya. Sie überreichten eine schriftliche Erklärung der Vereinigung, in der sie ihre Solidarität mit den Tibetern in Tibet zum Ausdruck brachten, die unter dem brutalen chinesischen Regime leiden. Repräsentant Dr. Arya dankte dem Abgesandten des Super Sangha und würdigte ihre Sorge und Unterstützung in dieser entscheidenden Zeit. Der Repräsentant Gesang Yatse nahm an einer Reihe von Konferenzen und Diskussionen teil, die von der Universität Taiwan und dem Taiwan Peace Institute veranstaltet wurden, und sprach über die Menschenrechtsverletzungen in Tibet und dem sino-tibetischen Konflikt Ende letzten Jahres. Der Repräsentant Gesang Yatse nahm an verschiedenen Aktivitäten teil, darunter die Einweihung der neuen Gedenkstätte für den 7. Changyal Rinpoche, ein Treffen mit den religiösen Führern der christlichen Vereinigung Taiwans und die Teilnahme an einer Ausstellung über den tibetischen Buddhismus, Thangka-Malereien und Dharma-Räder im Bezirk Yilan. Die in der Schweiz ansässige Tibet-Gruppe zeigte am Eröffnungstag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking den Dokumentarfilm des ehemaligen tibetischen politischen Gefangenen Thundup Wangche mit dem Titel Leaving Fear Behind im Internationalen Haus der Vereine in Genf. Im Anschluss an die Vorführung fand eine einstündige interaktive Sitzung mit dem Filmemacher statt. An der Veranstaltung nahmen auch Nicolas Walder, Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Schweiz für Tibet, und Carlo Sommaruga, Staatsrat und Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Schweiz für Tibet, teil. In Anerkennung seines unermüdlichen Einsatzes für die unterdrückten Stimmen der Tibeterinnen und Tibeter in Tibet wurde Thundup Wangche mit mehreren renommierten internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter der International Press Freedom Award. Anfang dieser Woche wurde er für den Friedensnobelpreis 2022 nominiert. Mehrere Tibeter auf der ganzen Welt protestieren gegen die Olympischen Winterspiele in Peking. Tibeter und Tibet-Unterstützer in Canberra und Auckland protestierten vor der chinesischen Botschaft bzw. dem chinesischen Generalkonsulat, um auf die Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen, die von der chinesischen Gemeinschaftspartei gegen Tibeter, Uiguren, Hongkonger, Taiwanesen, Falun Gong-Praktizierende und chinesische Bürger begangen werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.